Ferner Karteis runierchen ja eng froh, der töt mich ein bisschen an all Zeitungsartikel praktisch. Das viel geschrieben gehen über den Kooperationsakkord, aber viel geschrieben geht das immer gut. Was mich ein bisschen gesteuert wird, das war so zum Beispiel am Journal Stung, der Herr Gell als ein Sammelbecken vom Leben enttäuschten, strammen Antifeministen. An der Revue durchstunget just Antifeministen von der RHL. Viel dirich als einen erzkonservativen, reaktionären Antifeminist. Ich bin wunderschön froh. Also ich bin froh, dass ganz viel über uns geschrieben wird, weil dir erinnert dich vielleicht, dass Herr Juncker am Anfang vom Jahr hat eine Pressekonferenz in Empfang gemacht für die Presse. Und du hatte nach gesagt, es soll nicht über Minoritäten wie Dargel und so weiter geschrieben gehen. Wenn ich da gucke, was 3 Monate drauf über Dargel und RDR zusammen geschrieben wird, so ist das mal ein ganz gut sagt, die als wollten aus der Presse verschwonnen, da mussten so, das gescheitert, man lebt für den Herr Juncker, das Novent müssen heute so, wir sind da, wir sind an der Presse, wir haben eine starke Präsenz, wir freuen uns darüber, weil die Message, die wir bringen, also eben just nicht reaktionär, dann ist nicht stramm irgendetwas, mit das eine Message von der Vernunft, von der politischen Vernunft. Wir sind uns von der Welt schon eine Gegenbewegung, wir gehen eine Gegenbewegung gegen Übertreibungen von einer Regierungspolitik, die über 10 Jahre gedauert hat. Und da ist einfach eine Politik gemerkt, gehen die auf die Interessen von den Männern, von den Pappen am Land keine Rücksicht mehr geholt hat. Ich meine, Herr Juncker selber, wo ja mit dem Initiateur vom Frauenministerium 1995, und am Jakob so eine Politik gemacht über 10 Jahre, die wirklich Männer nicht berücksichtigt wird, an hier sich nicht berücksichtigt wird, etwa einseitig, und die Regierung soll sich nur nicht wundern, wenn eine Gegenbewegung können von Leuten, nee, wir übertreiben nicht, die hat übertrieben, die Regierung hat 10 Jahre lang eine Politik gemacht, die uns nicht berücksichtigt wird, locken eine Gegenbewegung, lo wundert er ich mir, nee. Das heißt, wir bei zu antworten, sind wir antifeministisch. Wir sind antifeministisch an dem Sinn, dass wir es gegen die Regierungspolitik wehren, die Männer nicht mehr berücksichtigt wird. Sind wir reaktionär natürlich nicht. Wir sind für allem auch für Reformen, ob wo sie nötig sind. Und ich bin froh, dass man an der DDR eine Reformpartei haben, mit der wir just am Kapitel, wo Reformen können, viel zusammen machen. Reformpartei am Tageblatt durchstung. Da der wäre eine Patchwork-Partei, wo sich nicht viele anderen unzufrieden und unter die Unzufrieden von der RHL gruppieren, ja, ist der eine Partei von unzufriedenen Leuten. Da der ist eine Reformpartei. Ich meine, das Land hat ganz viele Reformen blutnotwendig. Und wir streben die an. Aber wenn Tageblatt schreibt, dass da der eine Partei wie von Unzufriedenen, aber wenn ihr wisst, wie viele Leute zu der RDR stoßen, dann müssen wir am Anfang sagen, da gibt es viele unzufriedene Leute hier am Land. Und da müssen wir am Anfang vorstellen, wie weit sind Leute hier am Land so unzufrieden, dass sie bei der RDR kommen. Und dann müsste Tageblatt am Anfang bei der Regierungspartei gehen, bei den Sozialisten, und zum Beispiel zu denen so, was tun wir falsch gemacht, dass denn so viele Leute hier am Land unzufrieden sind. Die froh, wie das Tageblatt zu stellen. Und da gibt es zum Beispiel feststellen, dass sozialistisch erbische Partei, dass das die Partei war, die wie keine andere Partei mit der CSV der größte Sozialaufbau hier im Land gemäht hat. Die muss nur im letzten Weltkrieg zu Lützeburg gemäht gehen. Und dafür sind Leute hier im Land, viele Leute unter anderem zufrieden. Es gibt noch eine Reihe von anderen Problemen. Aber wenn Leute dabei Eis kommen, dann ist das nicht Schuld von der RDR, mit das der Merit von der RDR, dass die Leute einen Platz haben, von der jesuischen Eschkolge, dass eine Partei haben, die nach 4 sie da ist, und das ist Schuld von ihrer eigenen Partei, die eine Politik gemacht hat, die eine Kontradiktion mit dem steht, was sie für die letzten Wahlen der Leute versprachen. Ein ganz kurz vor Ferner Karteiser, die ich gesehen 2 Damen hier sitzen aus ihrem Komitee. Sind das just Alibi-Frauen oder spielen die auch eine Rolle an ihrer RHL? Also wir haben bei unseren Membern weder Alibi-Männer noch Alibi-Frauen. Wir sind obvegetarian, wir freuen uns über die Frauen, die bei uns hier, weil die Zuge verstehen, die wir vorbringen. Das beweist ja auch, weil all die Leute, die so, wir wären frauenfeindlich und daher und dort, das macht absolut nicht Sinn. Wir sind ganz höflich, aber als Frauen, ich meine, sie gingen konfirmieren, dass wir es auch ganz gut behandeln, weil ja es, wir freuen uns einfach über ihre Kompetenz mitarbeitet. Und das für uns ist das Thema von Quoten
Quoten vun Alibifrauen oder könnt überhaupt net 4 Millionen Programm, für den wir ausstehen. Wir wissen, dat viel Frauen die Surgen delen, auch viel zum Beispiel Bomien am Land die Enkel kann er net wie könne gesinn durch die Schädungsgesetze, durch Non-Repräsentation d'enfants, Millionen Partnerinnen, wo geschäte Männer, die verstehen, wie schwer die Leute tun, und die solidarisieren sich mit uns. Wir noch einer Frauen, die einfach mal diesem Ideen d'accord sind, und die einfach so, und das ist eine Idee, dass wir mehr Gerechtigkeit am Land, das wollen wir unterstützen, und noch aus dem Grund bei uns sind. Wir freuen uns darüber, und ich meine, das ist einfach eine Sache, die wir unterstützen, aber nach weiter Fragen kommen, wenn wir sie gerne. Und ob wir sowieso froh mit der Frage sind, das sehen wir nur direkt noch kurz auf Pause. Wir sind da für den zweiten Teil und du begrüßen ich zu meiner Rede. Das kann ja Karin Reuter, Notar zu Entrepreneur, mehr, aber langjährige Richter. Wie lange, Karin? Während 10 Jahren. Während 10 Jahren.